Nati hat schon im Thumbnail wieder mal mit Clickbait zugeschlagen. Und zwar, ich reagiere auf eure Beichten. Help. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Beichten. Und was da in diesen Beichten passiert. Ich weiß nicht, was abgeht, aber ich würde sagen, let's go. Ich, weiblich 17, beichte, dass ich mit meinem Bruder, männlich 17... Oh nein, was kommt jetzt? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal alleine und zwar bin ich am Stehen, weil es ist Mittwochabend um 10:30. What the fuck? Und heute... Open up your plans and damn you're free. Look into your eyes and you find love, love, love. Und der Gewinner in der Kategorie Online ist... Geiler Song, oder? werden wir etwas richtig Nices machen. Auf jeden Fall ganz lustig wäre drum. Cam, ja! Ich bin wirklich der beste Streamer. Ich bin nächstes Jahr der Award für besten Streamer, würde ich sagen, oder? Und der Gewinner... Mann, oh, nein. Auf Insta Beichten schicken. Beichten. Beichten. Ich habe es schon gesehen, aber ich habe vorher verschissen. Let's go. Es heisst Beichten. Also es könnte auf jeden Fall ganz lustig werden. Darum, falls ihr nochmal so einen Teil wollt, dann könnt ihr doch gerne einen Daumen nach oben geben, dann macht das vielleicht noch mal. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel. Sondern fangen wir doch mit dem Video an. Let's go! Ah, natürlich nicht synchron, ich bin nie synchron mit dir. Das ist so opferhaft, aber ich so alleine mache. Ich männlich 14 beichte, dass ich schon mein erstes Mal hatte. Und es war ein Dreier. Oh mein Gott, mit 14 ein Dreier gegeben. Meine Damen und Herren, die heutige Generation ist wirklich auf dem Höhe angekommen. Ich möchte zu der Generation gehören. Ah ja, stimmt, warte mal, ich bin 14. Mit 14 schon ein Dreier gegeben. Bei dir läuft, Digga. Nein, also, keine Ahnung. Ich finde wirklich, mit 14 ist fucking jung. Wie? Also... Mich fangen schon mal gut an. Ich habe das Zahnbürstchen von meinem Bruder ins WC gesteckt, nachdem ich gepisst habe. Ohne Grund, einfach weil ich gerade Lust hatte. Was für ein Arschloch. Dem Bruder, dem sollten wir mal, während der am Schießen ist, schon die Spülung anlassen, dass alles Wasser unten herflutscht bei ihm. Das sollte mal bei ihm passieren. Bro, wieso? Aber Real Talk, ich habe eine lustige Story zu dem. Ich bin mir am Weekend am Morgen früh aufgestanden, so mit 8 oder so, und habe eins machen. Ich bin mega selbstständig. Habe mit einer kleinen Schwester, Grüß geht raus, einen Shoppen machen. Und dann wollte den Zapfen, den man ins Maul nimmt, putzen. Und dann ist mir ins WC gefallen. Und ich habe eventuell nachher nicht mehr abgewaschen. Ups. Ich habe mir mal in der Schule einen abgeholt und die Lehrerin hat mich verwünscht. Fuck my life. In der Schuhe. Wie kann man so horny sein und sich in den Schuh innen abholen? Vielleicht hat er einen Druck gehabt oder so, dann kriegt er schnell aufs WC oder so. Aber nein, er hat es im Schulzimmer gemacht. Perfekt, Digga. Wirklich perfekt. Vor allem, also ich stelle mir gerade so als Lehrerin vor uns würde das so sehen, so, ey, wie willst du reagieren? So, ey du da, hör mal, oh cringe. Wie willst du als Lehrer reagieren? Ey, du da. Perfekt, Digga. Wir machen mit der weiter. Ich männlich 14 beichte, dass ich im ca. 14 Mal in der Woche mir selber gönne, you know. 14 Mal? Jeden Tag 2 Mal. Dem sein Glied ist so abgerieben. Der geht gar nicht mehr. Das ist nichts. Das ist abgestorben. 14 Mal in der Woche. 14 Mal in der Woche sich ihn abholen. Der hat nicht mehr ein grosses Leben, sondern einfach seine Hauptbeschäftigung ist einfach... Sein Glied ist überlastet. Das ist ja 2 Mal am Tag? Holy shit, wann hast denn du Zeit? Ich habe kein Kopfkino. Nein, stopp. Ich habe mal den Dildo von meiner Mom benutzt, als ich 13 war. Bin jetzt 19. Nee. Ich habe mal den Dildo von meiner Mami benutzt. Oh Mann, oh nein. Dass du weißt, dass deine Mom eine benutzt, ist das eine. Dass du ihn dann auch benutzt! Alles klar, okay, also easy. Next. Ab und zu Weixer ich auf dich, sorry. Sag dir ehrlich, gibt es echt Leute draussen, die das bei mir machen? Sag dir ehrlich. Nein, okay. Gut. Ja, ich. Okay, gut, Chat, haben wir das mal besprochen. ich auf dich, sorry.
Ich habe wieder Kopfkino. Ich weiblich 17 beichte, dass ich mein erstes Mal betrunken mit 14 im Zimmer von meinem Bruder hatte und meine Mutter hat uns fast verwitscht. Was? Ich hab's nicht verstanden. Weiblich 17 beichten, dass ich mein erstes Mal betrunken mit 14 im Zimmer von meinem Bruder hatte und meine Mutter hat uns fast verwünscht. Also es war 14, sie war im 14 betrunken. Schon mal das, Schmutz geht raus an dich, weiblich 17, mit 14 betrunken, Schmutz. Und dann im Zimmer von deinem Bruder es machen. Wieso kannst du nicht wenigstens bei dir im Zimmer? Das ist unehrenhaft. Sehr, sehr unehrenhaft. Schon besoffen bist und dann noch im Zimmer von deinem Bruder. Hast du das Gefühl, dein Bruder fühlt das, oder was? Echt, Digga, Mann. Eine kleine Schweigesekunde für den Bruder von ihr. Gut, perfekt, mach ich wieder. Also wait. Du hast mit 14 besoffen dein erste Mal gehabt. Also er hat sich unter dem Bett versteckt und ich bin nackt in mein Zimmer zurückgesäckelt, als ich gekommen ist. Oh mein Gott, was? Was? Also seine, der Partnertyp ist einfach unter das Bett sich verstecken. Ich weiß nicht, ob das real ist, weil das tönt so wie in einem Film. Ob diese Geschichte wahr ist? Ich, 13, bin im Jungfrau, weil ich mit einer Mom geschlafen habe. Das ist safe fake. 13 hat mit seiner Mom geschlafen. Ich hoffe natürlich, das ist fake, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das eine Person würde schreiben, fake. Die fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Sachen gibt's. Also nach dem Video muss ich in eine fucking Psychiatrie. Ich weiblich bin lesbisch und finde dich mega hübsch und attraktiv. Süß. Darum habe ich auf dich irgendwie komisch, aber das ist glaube ich etwas ganz Normales. Jo, etwas ganz Normales, ey Mann, Digga, das gibt's doch nicht da. Wieso wird so viel auf andere Leute? Das gibt's doch nicht. Bei mir passiert das wahrscheinlich nicht. Warum mache ich eigentlich so ein Video? Ich hätte das eigentlich alles nicht wissen. Hättet ihr schon mal auf einem YouTuber oder etwas so? Hättet ihr das schon mal so? Von einem YouTuber oder Frauen halt diesen mit den Fingern so? Ich nicht nämlich. Ich mache jetzt gerade. Unge. Ich glaube etwas ganz Normales. Warum mache ich eigentlich so ein Video? Ich hätte das eigentlich alles nicht wissen. Wir lernen das Thema. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch dazu sagen. Wir gehen weiter. Ich beichte, dass ich mal als 50 für ein Mädchen gerührt habe, damit sie es aufliest und ich ihr das SK anschauen. Man kann es natürlich auch so machen, ne? Als 50 hat er hergelaufen, dass er kann. Also wirklich, was ist das für ein Two-Head, Alter? Der Sieg ist blöd. Ich kann allerdings nicht checken, es gibt so viele Möglichkeiten, wo du gute Aussichten kannst haben. Ich meine, du kannst auch einfach auf einer Rolltreppe sitzen oder im Handstand durch die Stadt laufen. Auf einer Rolltreppe sitzen? Was? Wir machen einfach weiter. Ich, weiblich 17, beichte, dass ich mit meinem Bruder, männlich 17, oh nein, was kommt jetzt? Etwas hatte und wir manchmal immer noch etwas miteinander haben, obwohl er eine Freundin hat. Sweet Home Alabama. Das ist safe fake. Das kann doch nicht sein. Das ist einfach zu fest so im... Nein, das kann doch einfach nicht sein, dass das passiert ist. Du bist 13 und du hast etwas mit deinem Bruder und er hat eine Freundin. Oh mein Gott, das ist Next Level. Okay, das ist Next Level. Das ist wirklich... Next Level. Also ich stelle mir gerade die Situation von dieser Freundin vor. Dass du betrogen wirst, ist so die eine Sache. Aber dass es dann noch so die kleine 13-jährige Schwester ist. Hello there. Ach du Scheiße, alle. Was ist denn das für Editing gewesen? Dass ich heimlich auf der Seite stehe. Meinst du meinen Bruder? Schreib meinem Bruder und eventuell sehen wir sich. Als ich ca. 3 bis 4 Jahre alt war, bin ich einfach in die Ikea aufs WC gesessen und habe mein grosses Geschäft gemacht. Das WC war natürlich ein Ausstellmodell, mitten im Gang. Ich habe es genossen, meine Mama war ein bisschen peinlich. Oh mein Gott, was für eine Legende! Ich meine, Real Talk, jeder hat mal irgendwie in der Ikea so einen Joke gemacht, von, dass er irgendwie da aufs WC könnte, keine Ahnung, und der hat es einfach gemacht! Ich habe noch nie gemacht und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass jemand dort müsste einen abseilen. Unbequemste, ungemütlichste, wo man kann schiessen. The fuck? Straight to the Snare, scheiße.
Ah, schade nicht. Aber finde ich eigentlich eine nice Story, also wirklich finde ich richtig nice. Ich habe mal aus Langweile den Kübel im Schulzimmer als WC benutzt. Der Lehrer war nicht im Zimmer. Ach, Digga, wieso wird auch einen Noten drin geschissen? Vor allem, warum? Ich bin so ein Mensch, wenn ich dick muss, dann muss ich mich so entspannen. Ich glaube, wenn ich so in einem Schulzimmer wäre und die ganze Zeit Angst, dass ein Lehrer kommt, das funktioniert nicht. Ich bin wirklich ein klassischer Heimscheiß. Auch in der Schule oder so. Ich gehe nicht schiessen. Ich sehe mir nicht schiessen, meistens nicht schiessen auswärts von daheim. Und ich habe meistens so, mein Körper ist schon so eingestellt, ich habe meistens gar keinen Druck auf den... Oh Mann, Alter, nein. Same Heimscheiß, aber Pissen geht überall. Ja, das geht überall, ja. Muss immer am 8 schiessen. Aber Props an dich, dass du es geschafft hast. Ich muss sagen, das war absolut mit dem Video. Auf jeden Fall, wie auch immer, wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Vielleicht für den zweiten Teil, I don't know. Schreibt in die Kommentare, was könnt ihr in die Kommentare schreiben? Ob ihr lieber französische oder italienische Salatsauce nehmt. Vergessen nicht zu abonnieren und ganz wichtig, Glocke aktivieren. Wow! Sagt mir in den Kommentaren, seid ihr Heimscheißer oder nicht? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Abfahrt, oder was ist das? Fuck, ich muss eine Gitarre lernen. Ja, perfekt, Digga. Super Video gewesen, Nati. Kuss. Nein, nices Video. Es waren noch lustige Beichten dabei gewesen. Nice. Und Like ist da.